anti-riot tactics of the police, and the Senate of Interior, together with the Social Democrat and Green Party, as well as together with parts of the Left Socialist Party, did fail this time. The new government in Berlin, from Social Democrats and the Left Socialist Party, PDS, did spend €100,000 to finance a big party festival in Kreuzberg. The function of this government project is to fill the streets and places in Kreuzberg with festival stages and commercial selling stalls, to make it unpolitical. And the second function is to create a cause for prohibition of all demonstrations. The police and the Senator of Interior are participating in the party festival. And with this, they want to make a split between the people living there, the visitors and the left-wing scene. They want to make the people accepting the police forces in Kreuzberg. Der Gedanke war einfach, Und hatten deshalb überall Volksfeste organisiert, um den Krawallmachern keinen Platz zu lassen. Von 60.000 bis 80.000 Euro investieren müssen und unser Bezirk ist ein sehr armer Bezirk. Lieber mal in Prävention und Das, was sich dort aufstaut an Wut, an Frust, ist auch gesellschaftliche Aufgabe und ist auch Aufgabe von anderen. Wenn Sie sagen, das waren wirklich Straftäter, die wirklich nur auf Gewalt aus waren, ohne jegliche politische Richtung dabei zu haben, da hilft doch eine Deeskalationsstrategie, wie Sie sie versucht haben, gar nicht mehr, oder? Also sie hilft bei den politischen Leuten. Ich glaube, insofern ist sie auch richtig angesetzt. Aber in Bezug auf diese 1300 Leute haben wir mit der Strategie die nicht erreicht. Muss man einfach so feststellen. Die sind nicht erreichbar über das, was wir gemacht haben. Das heißt, die sind dann im Zweifel nur mit Polizeieinsatz erreichbar. Das haben wir auch getan. Wir haben denn massiv Polizei eingesetzt. Da werden wir noch nachbereiten müssen, ob man das teilweise noch beschleunigen kann. 7,500 cops in the streets of Kreuzberg. The police also makes pictures. Special civil police try to arrest people. Many groups of civil police are operating. Not only the uniformed police, also the civil cops are making pictures during the riots. Sometimes they are dressed like journalists, or they make pictures with mobile telephone. Civil cops are observing persons directly, and can notice them later, for example for their clothing. Pictures and videos can be analyzed during 3 minutes in a special police car. Arrests by uniformed police is often caused by denunciation by civil cops. There are civil capture groups too. If the uniformed storms forward, the civils run with them. When they reach the place, they quickly make their capture. Then the civil cop group is protecting them against the enemy. And together with the protection by the uniformed unit, they move back with the captives. Antifaschistischer und sozialer Widerstand lässt sich nicht verbieten. Im Laufe der Ereignisse um den 1. Mai wurden insgesamt 250 Leute festgenommen, von denen 125 dem Haftrichter vorgeführt wurden. Von diesen erhielten 97 Personen einen Haftbefehl und Untersuchungshaft wurde angeordnet. Die Anzahl an Inhaftierungen in diesem Jahr stellt eine Verschärfung der Repression zu den Vorjahren dar. In der gesamten Geschichte der Proteste am 1. Mai verblieben nicht annähernd so viele Protestlerinnen, Widerständlerinnen in Haft wie in diesem Jahr. Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, den 1. Mai zu kriminalisieren und Widerstand von der Straße zu verbannen. Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Mai 2004. Bundesweit finden Protestaktionen gegen Sozialabbau und die Einführung von Hartz IV statt. Mit der Mai-Steine-Kampagne wird im Vorfeld für den 1. Mai mobilisiert. Es gibt zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen, wie zum Beispiel gegen die Preiserhöhung bei öffentlichen Verkehrsmitteln, gegen Privatisierung oder gegen Arbeitsämter.
Es gibt auch Farbeier und militante Aktionen gegen die BVG, Security, Zeitarbeit oder auf Arbeitsämter. Autos von Reichen werden abgefackelt. Die Berliner Verkehrsbetriebe, die BVG, scheinen sich mit ihrer aktuellen Preiskalberei und der Abschaffung des Arbeitslosentickets zum 1. April das Ziel gesetzt zu haben, die Verliererinnen der neoliberalen SPD-PDS-Politik von dem Gebrauch des öffentlichen Nahverkehrs auszuschließen. Die Fahrpreise steigen mit dem Wegfall des Rückfahrtickets, während sich die BVG-Vorstände ihre Topgehälter von bisher 200.000 € um 10% erhöhen. Wir werden dieses Jahr schneller einschreiten. Wir werden konsequent einschreiten gegen jede Art von Straftat, die sich uns zeigt. Auch im Vorfeld, wenn wir sehen, Gewalt steht unmittelbar bevor oder Straftaten werden verübt, werden wir konsequent und vor allem schnell einschreiten. Doch schon am Nachmittag brannten Autos und Müllcontainer im Stadtteil Friedrichshain, nachdem die Sicherheitskräfte Teilnehmer eines rechtsextremen Aufmarsches und linksautonome Gegendemonstranten voneinander zu trennen versuchten. Dabei kamen auch Wasserwerfer zum Einsatz. Mehrere Demonstranten wurden verletzt, über 50 von ihnen hier vorläufig festgenommen. Unterdessen richten sich die Polizeibeamten in Kreuzberg auf eine womöglich noch lange Nacht ein. In Deutschland kämpfen wir gegen Stellenabbau und Privatisierung. Nur ein Beispiel. In Berliner Gigantes-Krankenhäusern kämpfen Angestellte gegen einen sogenannten freiwilligen Lohnverzicht. Sie wissen, sie haben die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Weniger Geld oder weniger Beschäftigte. Eine klinikübergreifende Widerstandsgruppe wurde von außen unterstützt. Unmut auf den Stationen geschürt. 400 Kolleginnen und Kollegen waren am 3. April. Nach der 13 Uhr Demonstration mit ca. 4.000 Menschen demonstrieren bis zu 6.000 Menschen auf der Demonstration ab 16 Uhr vom Potsdamer Platz. Es ist ein vernichtendes Zeugnis für eine Gesellschaft. Es hat eine bloße Selbstverständlichkeit, nämlich den Anspruch auf ein Leben in Wohlstand und Würde. Weil die Regierung und das sogenannte Maifest alle Straßen in Kreuzberg für ein Volksfest angemeldet hatte, ist die gesamte Strecke im Kreuzberger Stadtteil SO 36 verboten. Die Demonstration muss deshalb außen herum zur Abschlusskundgebung am Cottbusser Tor. Maifest. The autonomous say, the festival is part of the counterinsurgency program. Documents are confirming that not the people are organizing the festival, like they tell us in the public. The Festival of Kreuzberg is directly organized from the district administration, together with the police director and the Senator of Interior. They get 150,000 euros from the government and money from European Union. The festival organizers are involving right-wing Turkish associations to stop marginalized young migrants from protest. In public they are pretending to be people from the neighborhood. They want to make the people accepting police presence and to stop resistance. To reach this, all demonstrations at 1st of May have to be forbidden in the district Kreuzberg. At the convention for the May Festival, 8 police officers attended. Also some school psychologists, Turkish Parents Association, the Community Administration, Green and Social Democrat Party members, and associations who are financed by the European Union.